Präsident, vielmals merci. Die Damen und Herren, ich will auch das Ried aufhängen mit einem großen Merci und den Herrn Rapporteur, den so gut geschwärzt hat, dass man manchmal alle Worte noch schreiben, von dem, was der Haut gesagt hat, Herr Meyers. Und ich will doch selbstverständlich Merci so der Übersetzerin. Ich werde mal mitgehen, für besonders Louis zu schwätzen. Wir gehen als ADR ganz gerne mit auf diese Weg, für das Gesetz zu stimmen. Aber wir wollten aufpassen, dass all das positiv und wichtig, was heute gesagt wird, nicht Sondesrede sind. Wer die Realität am Land kennt, weiß, wie weit man nach von einem Zustand weg sind, der wirklich den behinderten Menschen gerecht wird. Praktisch Beispiele kennen wir alle gut. Wir waren auch für kurzem zu Deverding an der Sporthalle, wo eine Rampe bis feiert. Das heißt, kann als Behinderten auf einem Rollstuhl rangehen an die Sporthalle. Mit Bannen sind immer nach Treppen, sodass behinderte Leute zwar rankommen, aber dann auch müssen rausgehen, weil sie Bannen am Gebäude gar nicht machen können. Wir haben dafür, was Gebäude angeht, eine ähnliche Attitüde, wie Madame Delagnol sich schon beschrieben hat, hier für uns. Wir denken, dass ganz wichtig ist, nicht nur über die Accessibilität ohne Gebäude an einem Gebäude nur zu denken, aber auch über die Evakuation von einem Gebäude am Fall, wo es brennen. Das ist wirklich wichtig, weil Lifte sowieso nicht funktionieren und viele Leute dann ganz echt Probleme hätten. In dem Sinn will man auch eine Motion deponieren. Die Regierung soll auffordern, den Inventar zu machen vom Zustand an allen öffentlichen Gebäuden und dann auch die Missstände oder die Probleme, die Defizite, die festgestellt gehen, dann noch an einem adäquaten Zeitraum zu beheben. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Frage von der Sicherheit am Fall von einem Feuer. Die Motion, Herr Präsident, überreichen ich die 3 Unterschriften von den Deputierten von der ADR an die von Herrn Hoffmann. Eine zweite Frage aus der von der Mobilität. Und da will ich nur just verweisen, als Beispiel auch exemplativ auf eine Question parlementaire von der ADR, die wir schriftlich gestalten, auf die wir eine schriftliche Antwort sicher kriegen, über die Mobilität vom Novabus. Da scheint es so zu sein, dass 12 von den Tragédien, auf die behindert Recht tun, Ruf gesagt gehen. Aber wenn das wirklich so der Fall sein, dann muss man sich fragen, allgemein gehen haut nicht nur Sondesrede gehalten, als die Regierung wirklich gewollt, den Leuten entgegenzukommen, die besonders auf so Services wie zum Beispiel den Novabus angewiesen sind. Der Hauptpunkt von meiner Intervention haut also aber Recht, was bis noch nicht angeschwert gehen ist, aber was kruzial wichtig ist, und das ist das vom Recht auf Leben von den behinderten Mitmenschen. Den Artikel 10 von der Konvention sagt, droit à la vie, ich zitiere den, les États parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective sur la base de l'égalité avec les autres. Das ist ein ganz aktueller Artikel, und ich will just 3 Beispiele nennen. Wir haben am Ausland eine Diskussion, die wir hier an der Form noch nicht hatten, über Präimplantationsdiagnostik, die keine Diagnostik ist, weil sie nicht auf Heilung aufzielt, mehr auf Selektion von Leben. Gesund Leute, die verlieren, behindert Leute, müssen in der Regel sterben. Das als Präimplantationsdiagnostik, ich hoffe, dass wir die Diskussion hier am Land nie werden kriegen. Wir müssen 2 andere Diskussionen hier am Land, die kruzial wichtig sind, aber wir dann nicht sollen zumachen, auch hier am Land als Leben von den behinderten Menschen ganz stark menaciert. Das ist die Diskussion über die Aufdreifung, wo wir über den Weg von der sozialen Indikation weiter die abmachen, für praktische Passepartout zu kreieren, für auch behindert Kanner ohne weiter Schwierigkeiten aufzutreiben. Die Entwicklungen, die wir in letzter Zeit hatten, für auch nach die zweite Konsultation mit der ersten praktisch zu verschmelzen und das Ganze auch noch auf enger Platz zu machen, also weiteren schlimmen Schritt in Richtung von einer Vereinfachung vom Todmachen, vom ungeborenen Leben. An einer von den Hauptkategorien von denen, die darunter leiden, sind selbstverständlich die behindert ungeborene Kanner. Eine zweite Sache ist die Euthanasie.
Wir hatten für kurzem, Herr Präsident, die Damen und die Herren, eine Diskussion hebannen über die Reform vom Euthanasiegesetz. Lo froh ich, wir haben eine Reihe, wo Parteien heieren, an der Schwätzen besonders die Gring an Sozialisten und mengen die dat dann von der von der Rechte von der Behinderten schwätzen, was sie soen. Ich will ich viel lesen. Ja. Ja. Ich will ich noch viel lesen. Ich muss ich so, du mir schärfstens, dass das wirklich ja. Das Parlament nicht wird. Ich will ich noch viel lesen, was die Gring-Kollegen proposiert tun, wenn es um die Euthanasie geht. Du hört den Herr Mukus, der nicht bei uns den hört am Nummer den Gringen gesagt, es wäre Lakunen am Euthanasiegesetz, und ich lese nicht viel. Das sind effektiv Sachen, Madame R. hat da zwei Beispiele gehen. Ich will auch der Töle von denen Kanner, die geboren sind, an einem Zustand, das ist nicht zum Sterben sehen, für die Eltern eine absolut verzweifelte Situation ist, und nicht nur für die Eltern, sondern auch für den Doktor, den das Kind auf die Welt gebracht hat. Also ich weiß nicht von einer verzweifelten Situation wie Kind, sondern für die Eltern und für den Doktor. Und ich meine, wenn da immer mal so Doktoren geschwärzt hat, die so kann er auf die Welt bringen, da stellt sich effektiv froh, was du für das Kind besser ist. Ich bin mal als Kind und nicht die Eltern an den Doktor, das dem nur auf einem Zustand, dass das Kind sich befindet. Und es gibt grausame Situationen, wie kann er haut können auf die Welt kommen, und das sind durchaus, da können an Mengen an die effektiv hier in diesem Gesetz noch nicht geregelt sind, und das muss ihn aber können in einer wussten Leute auf eine ruhige Art und Weise diskutieren. Das als Positionen Gringen, wo eigentlich andere Menschen, besonders die behindert, menaceiert sind, an eine Euthanasie-Situation an Anführungsstrichen ranzukommen. Sozialisten, ich wirklich bitte, ihr Wüsselchen zu bremsen. Wir hatten heute ein ganz gut Debatte an. Wir sollen heute zu einem Gesetz über die behinderte Leute sprechen. Wir sind gegangen, eine Evasion an ein anderes Sujet zu machen, die nicht direkt Herr Präsident, Recht auf Leben von den Behinderten. Der kann ich als Präsident nicht an den politischen Debat anmischen. Ich meine, das ist ein gut Recht, für das an der politischen Debat rausbringen, was er für richtig findet. Das ist ein Recht, auch darüber zu antworten. Herr Bausch, von dir, das ist ein Recht, zum Thema zurückzukommen. Herr Karteiser, für vier mir schwarz-spanisch geliefert über die Projet de loi. Und da steht, am Projet de loi steht ein Droit à la vie von den behinderten Personen, das gehört zu dem Gesetz, das wir auch diskutieren, und dafür schwätzen ich über das Recht auf Leben von den Behinderten. Und ich will an den Herr Bausch, den mir hier reprochiert, ich ging mal Dreck für von dem Dreck, mit dem ich geworfen habe, das tritt vom Herrn Muckhus an der Euthanasie. Ich will auch hier rappelieren, was Madame R. von den Sozialisten gesagt hat. Ja, ne, ich schumme mich nicht. Die Parteien, die so etwas so sollen sich schummen. Und dafür zitieren ich das, weil halt die Behinderten Kontext, den man dem ich will über das Recht auf den Behinderten, Herr Bausch, und das Recht zu leben. Und wir, Grünpartei, Müller seiert das Recht von den Behinderten. Das ist eine Zumutung durch ein Parlament, das eine Partei hat, die überhaupt Zweifel hat, Recht von Menschen wie zu leben. Herr Karteiser, Logik nicht, Herr Karteiser. Ja, ich will mich mitteilen, Herr Präsident. Ja, dann halbe, was stimmt, der redet, und ihr müsst sowieso geschwind zum Schluss kommen. Ja. Dafür gebe ich ihr schreibt am Gesetz. Also nicht. Selbstverständlich, und zwar am Recht zum Leben von den behinderten Personen und Artikel 10 der Konvention. Also, Sozialisten. Madame Erdpartei gesagt, weil Kinder auf die Welt kommen, ich zitiere, die terribel prämaturiert sind. Weder die ganz kleinen Kammer noch Mineren können, egal was für einen Umständen über Stiefhilfe, ich zitiere, Geholf kriegen. Das Geholf, das heißt ganz sicher, umbrucht gehen. Und das ist natürlich ein ganz dramatische Sache. Und ich bin noch ganz froh, wie gesagt, dass ich das heute kann so, wie das jeder, den eventuell besonders interessiert ist, Los von den behinderten Menschen, dass die das heute auch heute können mattieren. Dasselbe steht man am Erben der Sozialisten, gilt auch für Majoren, Zitat, die nicht kapabel sind.
An Zitat N. Ich will also Logideränge Wellech und den vu ménger Zeit kommen, iwwer lose fir sich auszumole, wéi Männer séiert wirklich Hai am Land behënnert matmensche sinn. Es sind froh an dankbar fir dat kënne gesot zu hunn an am Nu vun der ADR ginn ich ganz ger den Akkord zu diesem Gesetz, inklusiv dem Artikel, den sech fir d'Recht op Liewe vun de behënnerte Matbeger ausschwätzt. Ich so nicht Merci. Zwei fir personell. Herr Karteiser, ich ging nicht fort, ich spielt nicht aber so, ich auszudrücken, dass die Dignität von diesem Haus, eine ganz besondere Dignität von dieser Debatte respektiert. Das ist eine Selbstverständlichkeit und ich so nicht Merci für das Wort, ich bin selbstverständlich auch für die Dignität von der Debatte respektiert. Ich will 4 Punkte machen. Der nächste ist eine Konvention, wie die wir heute ratifizieren, kann ich nicht selektiv lesen. Verschiedene Kollegen haben über die Education geschwärzt, über die Mobilität, über andere Aspekte. Recht auf Leben als Teil von dieser Konvention, Artikel 10, Recht auf Sicherheit, Artikel 14, an der Dienst werde ich da gemerken, also auch die Aspekte von der Konvention in der Strafe, die gleichberechtigt mit allen anderen an der Konvention stehen. Den zweiten Punkt, den ich will machen, aus dem Umgang in der Nähe, ich bin akkusiert, ich schon heute meine Verurteilung für kein Kollege ausgedrückt. Andere waren Männer vorsichtig an ihren Wörter, die sie mir gegenüber gebraucht haben. Ich gehe davon aus, wir vertreten heute alle gut letzte Erfolg. Wir drohen einen Titel, wir sind eher bei Leib. Ich meine, wir sollten noch am Umgang in der Nähe die Terminologie durchaus respektieren, aber es nicht gegenseitig mit Begriffen wie Verurteilung entgegentreten. Der dritte ist, hunnisch Zitate, die ich gebraucht habe, aus einem Kontext zu summe gab, sind Zitate, ich mengen alle zu Bayer Bierger krit als er Stot den Kammerbericht geschickt, als jeder kann nur lesen, wer über das Amendement, das im Euthanasiegesetz gesot ging. Jeder kann sich eine Meinung machen, ob das, was ich gesagt habe, das sind Zitate über das Amendement, das dem Gesetz geschwärzt ging, ob das aus dem Kontext gerappt ging, oder ob es der Geist von den Interventionen und Furt von den Interventionen rumgeht. Ich gehe der Sache mit ganz ruhigem Gewissen entgegen, alle zwei kann sich da eine Meinung machen, und es ist nicht verzeiht, dass ganz viele Leute mal recht gehen. Und der letzte Punkt ist, es wird gesagt, ich will mich heute profilieren. Erlaubt mir eine ganz persönliche Bemerkung. Ich mache keine Politik für mich zu profilieren. Ich bin in Politik gekommen an einem relativ avancierten Alter, für die Ideen anzustellen, die ich lebe. Und eine von den Ideen als mein katholische Glauben, auch für mich als Katholizismus auch antreten für das Recht vom Leben. Und das werde ich heute und überall, wo ich bin, immer nicht machen. Ich habe kein bassement persönliches Interesse für mich zu profilieren, loin de là. Ich finde das nicht nötig, aber ich lebe und ich vertrete an für das Recht vom Leben von meinen Mitmenschen. Ich so nicht Merci, Herr Präsident. Ein anderes Problem am Gesetz nicht gelöst ist, als den, dass es keine Antwort gibt auf die Situation von Kindern, die auf die Welt kommen und die terribel prämaturiert sind. Weder die ganz kleinen Kinder nach Minere können, und egal was verrengen, Umstände über Stierfälle geholfen kriegen. Und ich kenne selber Eltern, die 6 Monate lang ein 11-jähriges Kind gesehen haben, all da ein bisschen stirben, eine schreckliche Peng. Für die wäre weder mit unserem Gesetz noch mit einem Gesetz aus einem Ausland eine Lesung zu finden. Und ich denke, dass das der Wert wird, darüber nachzudenken, ob ihn das normal findet. Dasselbe gilt auch für Majoren, die nicht kapabel sind, und dasselbe gilt für Leute, die dement sind, ob das Altersdemenz ist oder Alzheimer, weil es dann ganz schwierig ist, festzustellen, ob sie dem Moment, wo sie Testament geschrieben haben, respektiv wo sie geschrieben kriegen, ob diejenigen, die soll exekutieren, die Willen, ob Stierfälle soll exekutieren, ob die kann davon ausgehen, dass in dem Moment Chlor am Kopf war. Auch da meine ich, muss nur geschafft gehen, für das es klar ist, dass keine Abühe geschehen, für das aber auch klar ist, dass der Fett, dass in den Umfang von einer Alzheimer-Krankheit tut, dass das nicht kann heischen, dass ein Testament, was die gemacht wird, wie ein kein Problem hat von der Natur, dass das Testament nicht könnte exekutiert gehen. Das sind effektiv Sachen, bei der Merkur, du ein, zwei Beispiele gehen. Ich will auch das holen von den Kindern, die geboren gehen, an einem Zustand für die Eltern, eine absolut verzweifelte Situation ist. Und nicht nur für die Eltern, sondern auch für den Doktor, den das Kind auf die Welt gebracht hat. Und ich meine, wenn der mal so Doktor geschwärzt hat,
die verschiedene Kanner auf Welt bringen, du stellt sich effektiv froh, was du für das kann besser ist. Dem nur wie eng Zustand, das kann ich finden, du gehen grausam Situationen, wie kann der Haut können auf Welt kommen. Und das sind durchaus dann Lakunen an Mengen an, die nur effektiv in diesem Gesetz noch nicht geregelt sind. Und das muss aber können, in einer Wurstenheit muss das aber können, ob ein Roger der Weiß können diskutiert gehen. Und da kann es sein, dass man vielleicht an einem Jahr oder an einem halben Jahr dann eventuell dazu kommen, dass man da den oder dann an dem Gesetz ändern.